Aus der Region für die Region. Das Label für regionale Produkte wünscht gute Unterhaltung bei SRF Bedelüt. In der ganzen Schweiz wird wieder gehandwerkt, gemalt, gekämmert, gegossen, genäht, gestrickt und. Die Leute haben wieder Freude an der Handarbeit, selber etwas Neues kreieren. Das ist SRF bei den Leuten selber gemacht. Das sind alles Sachen, die ich letzte Woche daran geschafft habe. In der heutigen Sendung geht es um Kleider und Schmuck, also alles, was man anziehen kann. Ich besuche wieder 5 kreative Leute, die mir ihr Handwerk zeigen. Nicht jedes ist gleich einfach. Für gewisse Techniken braucht es Vorwissen oder eben auch ein bisschen Begabung. Aus diesem Grund haben wir 5 Schwierigkeitsgrade. Wir fangen an mit dem 5, am schwierigsten, und hören auf mit dem 1, am einfachsten, was man dann schon fast mit links macht. Also ich sowieso. Ich bin ja Linkshänderin. Wir sind am Pfäffikersee. Noch ein paar Meter am See entlang und dann bin ich bei Anita und Elias Schwegler. Die 2 teilen eine grosse Leidenschaft. Sie sind Glasperlendesigner. Ich freue mich auf das warme Stübli. Solche orientalische Rädchen, sogenannte Oriental Wheels, haben Anita Schwegler weit über die Landesgrenzen hinaus bekannt gemacht. Die Formen und die Präzision von ihren Perlen sind einzigartig. Dass Anita das Spiel mit dem Feuer und dem Weichglas im Griff hat, sieht man auch bei diesen Ringen. Nicht nur Anita hat das Glas Perlenfieber gepackt, auch ihrem Mann, Elias, hat es den Ärmel reingenommen. Er hat aber ganz eine andere Technik. Aus Industrieglas, in der Fachspruch sagt man Borosilikat, formt er wunderschöne Kugeln. Die Tiefe und die Dreidimensionalität von seinen Murmeln entführen einem fast ein bisschen in eine andere Welt. Im Atelier, im Wäschhäuschen von Schweglers, lasse ich mir jetzt zeigen, was eine Anfängerin wie ich aus geschmolzenem Glas machen kann. Hallo? Hallo. Hallo Elias. Ah, Sali Anita. Hallo. Schön warm. Ja, ist gut. Wichtig fürs Schaffen am Brenner ist eine Schutzbrille mit einem speziellen Filter. Gut, wir fangen an mit einer Perle. Wir müssen schauen, wie gross sie wird. Ich stelle mir etwas so in dieser Größe vor. Und für dich ist das ja jetzt das erste Mal, wo du am Brennen sitzt. Darum zeige ich dir jetzt einmal, wie du das Glas erhitzen musst, dass du mal ein das Gefühl bekommst, wie sich das Glas verhält. Also das Glas ist ja jetzt kalt, im kalten Zustand. Und damit es nicht gerade einen Schock bekommt, tue ich das ganz langsam jetzt einmal in der Flamme erhitzen. Also ich gehe ein bisschen hinein in die Flamme. Es fängt jetzt auch an zu glühen. Ich brauche so ein bisschen einen zähflüssigen Zustand des Glas. Und das kann ich wirklich nur rausspüren, wenn ich das Glas eine Zeit lang drehe und wieder aus der Flamme rausgehe. Ein bisschen balancieren. Jetzt wird es schon wieder starrer, es kühlt ein bisschen ab. Und das wäre eigentlich ein idealer Zeitpunkt, um das Glas aufzuwickeln. Und dann gehe ich da auf den Stab und ich kann das flüssige Glas gerade da drauf wickeln. Ich tue jetzt die vergrößern, indem ich einfach mehr Glas dazu gebe. Wie hast du das alles herausgefunden? Hast du irgendeinen Kurs gemacht bei einem Kunstglas oder einer Schule? Also ich habe
das erste Mal ein Buch geschenkt bekommen über Glasperlen von einer Freundin. Ich habe gar nicht gewusst, dass man das selber machen kann. Und habe mich dann schlau gemacht, wo ich so einen Kurs besuchen kann. Und habe dann so einen Anfänger-Glasperlenkurs besucht. Ja. Und ich finde, jetzt ist es Zeit, dass du die Basis mal ausprobierst. Sehr gut. Ich möchte dir nur schnell zeigen, wenn du fertig bist. Das ist so ein Vermiculit. Kommt sie dann hier rein zum Abkühlen. Sonst zerspringt das Glas. Dann darf ich hier jetzt Platz nehmen. Ja. Danke vielmals. Das heisst, ich mache jetzt zuerst mal die Grundperlen. Genau. Darf ich hier auch eine andere Farbe nehmen? Oder muss ich das mit Weiss sein? Nein, gar nicht. Du darfst sagen, was dir gefällt, was du für Farben gerne hast. Ja, also was ich schön finde, ist so die Kombination hellblau, rot, gelb. Mit einem hellblauen Glasstab wog ich mich an Schwierigkeitsgrad 5. Du musst keine Angst haben, einfach, es kann nichts passieren. Genau, jetzt drehst du. Jetzt musst du ein bisschen Flamme. Schon stark. Ich habe jetzt gerade gemerkt, tief vorne. Es braucht noch Koordination. Ja. 2 Sachen miteinander. Schwierig ist auch das Stäbchen säuferlich und vor allem regelmäßig zu drehen. Du machst das super gut, wirklich. Ja. Danke. Also es fällt nicht jedem jetzt gerade so gut, wie du das jetzt machst. Voilà. Das wird schön. Wie, das ist ein kleines Böllchen. Mir ist klar, ohne genaue Anleitung kann man das nicht einfach so ein bisschen ausprobieren. Darum wäre ein Gutschein für einen Glasperlenkurs vielleicht ein gutes Weihnachtsgeschenk. So kann man das Handwerk von Grund auf lernen. Auch der Teil mit dem vorsichtigen Abkielen. Ich könnte stundenlang weiterwickeln. Es macht richtig süchtig. Nach einer halben Stunde kommt meine Perle aus dem Abkielgranulat. Jetzt? Ah, nein, ist gut. Von der Wärme ist gut. Super, ja. Super. Jetzt. Die Perle möchte ich am Hals tragen. Darum brauche ich jetzt noch ein Kettchen. Da kommt man richtig so in ein Gestaltfieber rein. Hast du noch nie so etwas gemacht? Ich habe noch nie so etwas gemacht, das stimmt. Wenn Sie es jetzt auch Lust haben, so eine Glasperle zu kreieren, dann gehen Sie doch auf unsere Internetseite SRF bei den Leuten. Dort finden Sie die Anleitungen und die Informationen dazu. Ja? Ja, genau. Super. Also. Hey, schön hast du gemacht. Dann nehme ich es mit, oder? Ja, wir gut. Anita hat mich zum Nacht eingeladen. Häufig kocht Elias für Gäste wie ich, die in einem Kurs ihre erste Perle gewickelt haben. Ihre 3 Kinder sind sich Besuch gewöhnt. Ja, ich habe so recht Hunger nach dieser Arbeit. Das war wirklich anstrengend. Hast du das auch schon mal gemacht, Tabea? Ja, also wir haben es einmal ausprobieren, aber da ich nicht so geduldig bin, ist es nicht so ganz meins. Ja, es braucht wirklich Geduld. Ja. Und du hast auch schon dürfen? Ja, wo ich 8 war. Mit 8 schon? Hast du nicht Schiss vor der Flamme? Nein, ich hatte Brille, Kappe, alles. Ja. Ich habe recht Freude, muss ich sagen. Sie ist ein bisschen schöps geworden, aber jetzt haben wir das Beste daraus gemacht, nicht? Ja. Ein guter. Die nächsten, die ich im Vollgang besuche, die würden euch garantiert auch gefallen. Das sind 2 Frauen, die suchen alles Sachen und Sachen und Glitzerteile zusammen, die ich garantiert in euren Kinderzimmern auch vorfinden würde. Aber das wird ihnen bestimmt nicht geben. So, jetzt wird gegessen. Man entdeckt sie etwa in einem Dekoladen, die 2 Frauen. Die eine immer mit feuerrotem, die andere mit pechschwarzem Haar. Ihres Markenzeichen. Oh, der sieht auch noch gut aus. Oh ja, super. Es sind Franziska Fenrath und Nathalie Frick.
eine kann ohne die andere nicht sein. Kein Wunder, sie sind ja auch Schwestern. Deux Chevaux. Sie treffen sich regelmäßig zum Shoppen von Sachen, Sächeli und Ginkernillis für ihre einzigartigen Kreationen. Seit 12 Jahren designen Franziska und Nathalie zusammen Schmuck und Taschen. Ich kenne ihre Kreationen schon und weiss ganz genau, was sie suchen. Ausrangierte Barbie-Puppen zum Beispiel. Nathalie, Franziska, ich habe euch etwas. Tada! Hallo! Ciao, wow! Barbie ist natürlich genau unser Ding. Gell? Euer Ding. Schau, die Barbie-Puppe. Genau das Modell habe ich als Mädchen damit gespielt. Also gespielt ist übertrieben. Ich habe ihr hauptsächlich die Finger abgeschnitten. Weißt du was? Dann mache ich dir etwas Schönes draus. Wirklich? Ein Nachtlicht, ja. So lässig, danke. Und Nathalie, der Shopper, ist das so einer, den wir heute machen? Also, das Modell, aber für die haben wir uns natürlich ein anderes Design ausgedacht. Ja, dann würde ich sagen, ab nach Interlaken. Ab nach Interlaken. Super. Gut. Soll ich das gerade... Ja, kann da noch etwas helfen? Ja, gerne. Die haben schon Beute gemacht. Ah, die haben schon Beute? Ja. Gekrümelt, Ja. Bin ja gespannt. Hier im Berner Oberland sind beide zusammen aufgewachsen. Die Nathalie wohnt jetzt zwar im Aargau. Zum zusammen düfteln treffen sie sich aber im Atelier zu Interlaken. Ach nein, ist das genial. So schön. So, dass niemand runterfällt. Das übertrifft echt alle meine Vorstellungen. So schön. Ja, gefällt dir? Ja. Das ist schön unsere warm. Ideenküche hier. Da sind wir Grümscheln. Und wir haben das gerne ein bisschen chaotisch. Es inspiriert eben den Gang. So schön. Und hier tun wir jetzt also werken und kreieren. Ja, so genau. lässig. Toll. Und jetzt der Shopper. Fangen wir an mit dem Shopper. Ja, können wir eins mit dem Ja. machen. Hey, schau jetzt, kannst du da gerne. gerade rauf? Ich habe da etwas vorbereitet. Gell? So, noch ein bisschen zusammen. Jetzt, es geht ja eigentlich auch um Gestaltung. Weißt, wenn du etwas hast, dann tue ich irgendwie Bilder zusammensuchen zu einem bestimmten Thema. Jetzt haben wir ja gesagt, wir wollen ein bisschen Berge, Ja, das finde ich lässig. Ja, das ist widerspiegeln. Aber wenn jetzt jemand seine Urgroßmutter auf die Tasche will, geht das natürlich Die Urgroßmutter, ja. Ja, oder der Erbonkel, Ja, weißt, ja, kurz ja. vor Ja, Weihnachten genau, unter einem sehr schön. Bäumchen. Und jetzt kannst du ausschneiden, dann können wir das mal auf den Stoff legen und dann schauen, wie das aussieht. Da ist doch effektiv die Merkel und der Und der Sarkozy. Sehe ich Sarkozy, das ja. richtig wunderschön. Also das Sujet will ich auf meiner Tasche. Super genial. Und die Idee habt ihr kreiert? Ja, wir kreieren immer zusammen die Idee kreieren. Und vor allem, nachher macht die Schwester macht dann den Schmuck und die Nachtlichter und ich mache dann mehr die Nein-Sachen. Aber so die Ideen tun wir immer zusammen. Und uns ist halt die Gestaltung enorm wichtig. Das ist das, was euch ja ausmacht. Ja, genau. Also jetzt suche ich hier mal. Also ich weiss eigentlich schon, ich hätte gerne da, die da. Und dann nehmen wir doch noch sie. Sehr gut. Das ist übrigens die T-Shirt-Folie, die ich hier schnipsle. Die Bilder hat man via Kompi vorher draufgedruckt. Jetzt könnten wir natürlich den Kopf abschneiden. Das mache ich jetzt aber nicht. Jetzt geht es meinem Barbie-Kopf an den Kragen. Nachtlichtli sind der Franziska ihre Leidenschaft. Voilà. Ich bin fertig. Mit allen. Sehr gut. Da. Ja, super. Ja. Jetzt können wir schauen, wie wir es auf dem Stoff arrangieren wollen. Gehen wir gleich rüber, dort haben wir besser Platz. Aha. Der Baumwollstoff ist die Aussenseite von meinem Shopper, von meiner Tasche. Jetzt muss ich Bilder zu einer stimmigen Collage büscheln. Dann so. Irgendwie so. Jetzt kommt es langsam gut. Aber ich glaube, wir müssen uns... Also ich muss mich trennen vom Sarkozy und der Merkel. Tschüss. Dann kannst du mal ein T-Shirt machen. Genau. Oder ein Pyjama. Als was könnt ihr euch eigentlich bezeichnen? Wir machen Produktdesign. Das ist unser Schwerpunkt, den wir haben. Und zwar alles. Ist egal ob Lampen oder Schmuck, oder wir gestalten alles. Jetzt finde ich, ist es nicht schlecht. Ich finde es jetzt eigentlich auch gut. Jetzt können wir dann über auf eine Glätte laden und dann tun wir die Folie aufbügeln. Sehr schön. Gut. Das Lösen von der Druckfolie vom Papier ist kein Problem. Ich muss einfach aufpassen, dass ich sie an der richtigen Stelle aufglätte.
Ich weiss nicht genau, wie lange ich draufbleiben muss. Ja, einfach bevor es anfängt zu rauchen, würde ich es erst abnehmen. Dann nehme ich es jetzt mal in diesem Fall drauf. Genau. Jetzt kann ich schauen. Ah ja. Schön. Tipptopp. Ja, jetzt können wir den nähen. Ui, okay. Nein. Nein, konnte ich noch nie. Vielleicht komme ich ja drum herum. Willst du loslegen jetzt gerade? Nein, fang du noch mal an. Das ist schon gut. Okay. Gerettet. Mit der Nähmaschine stand ich nämlich seit der Hanski auf Kriegsfuß. Bei der Nathalie sitzt jeder Handgriff. Das gibt es Innenleben von meinem Shopper. Ein Täschchen, wo ich das Portemonnaie drin versorgen kann. Jetzt den Rissverschluss annähen. Tipptopp. Das hättest du auch können. Das ist einfach gerade. Ich glaube, es kommt besser, wenn ich das ein bisschen aus der Distanz beobachte. Übrigens, die Anleitungen zu allen Objekten, die ich heute in dieser Sendung realisiere, können Sie anschauen auf unserer Internetseite SRF bei den Leuten. Die verspielten Nachtlichtchen, die die Kinderzimmer erhellen, gehören auch zur Erfolgsgeschichte der zwei Schwestern. Mein Barbie-Kopf hat Franziska schon verwandelt. Die Tasche ist fertig. Oh! Wow! Ja, die ist jetzt wirklich gut gekommen. Bist du zufrieden? Ja, so lässig. Und innen, zeig mal. Ah ja, der Rissverschluss. So schön. Irrsinnig. Schau, Annette, ich habe auch noch etwas. Dein Nachtlicht ist fertig. Wow, sehr schön. Vielen herzlichen Dank. Gern geschehen. Ja, es war eine grosse Arbeit. Aber wir sind ja auch beim Schwierigkeitsgrad 4. Jetzt habe ich eine kleine Pause verdient. Ich steige in den Zug und der bringt mich zur Schmuckstation. Ich bin auf dem Weg zur nächsten Herausforderung. Wir sind beim 3. Es wird zum Glück noch mal einfacher. Pausieren liegt hier nicht mehr drin. Nächster Halt auf Verlangen. Münsterlingen-Scherzing. Gleich bin ich bei der Katja Fischer, eine Goldschmiedin, die sich im stillgelegten Bahnhof von Münsterlingen eingenistet hat. Hallo. Hallo, da bin ich. Sali, Katja. Sali. Ah, schön bist du da. Ja, komm danke. rein. Gerne, danke. Wow. Das ist jetzt also dein Reich. Das ist ja wirklich ein schönes Plätzchen, das du ausgesucht hast. Ja, das war die Schalterhalle vom Bahnhof. Und als ich das erste Mal da war, war es ganz schmuddelig und sie ist 7 Jahre leer gestanden. Und ich habe dann viel renoviert und gemalt da rein. Ja. Das hast du alles selber gemacht? Ja, ich habe es selber gemalt. Und es passt auch so gut zu mir, weil ich komme sowieso immer mit dem Zug. Und darum ist es natürlich echt super, hier im Bahnhof drin zu sein. Hier macht sie ihren filigranen Finger- und Ohrschmuck aus Silber und Gold. Manchmal kombiniert mit Email. Häufig integriert sie die Schweizer 5-Räppler. Und so einen Ring soll ich heute machen. Das ist jetzt aus dieser Silbermodelliermasse, aus dem Metal Clay gemacht. Und das ist wirklich wie eine Art Ton, wo dann nachher von einem Naturstück der Abdruck genommen wird. Da gibt es immer ganz schöne Formen daraus. Abdrücke von Stein oder von Rinden oder eben Holzstücke. Und wir haben ja auch noch so ein Projekt vor miteinander. Ja, ich freue mich extrem, bin gespannt. Also ich würde sagen, weil man die schönsten Formen wirklich in der Natur findet, haben wir so an den See begegnet miteinander, wo so nah ist. Und wir würden schauen, ob man etwas Schönes findet. Und dann könnten wir dort den Abdruck nehmen von dem Fingerring. Super, also ich wäre schon bereit. Wir können gehen. Mal, das ist gut, können wir auch ein bisschen Luft schnappen. Während wir jetzt an den See gehen, zeigen euch die Mädchen und Buben vom Primarschulhaus Lachen in Chur, was sie in ihrer Bastelstube so gewerkelt haben. Also, ich habe ein Radio auseinandergenommen, nachher habe ich so Teil
habe ich nachher und nachher habe ich am Männchen geläutet. Den Roboter habe ich gemacht und er ist so ein bisschen wie ein Diener. Und wenn es regnet, das kann man dann ihre Lieblingsfarbe sehen. Weil zum Beispiel, wenn es regnet, sieht man die Welt so anders. Das ist ein Kochlöffel. Den kann man einfach brauchen. Wir mussten das ausmessen mit kein bisschen dürfen. Nur da dran, den können wir selber machen. Der Rest alles mit dem Lineal. Dann kann man mit dem eigentlich alles machen, was man will. Nicht und ausdrücken. Die hier sind nicht so stabil. Darum. Und so geht es dann immer weiter, bis es dann so Maschen gibt. Dort tun wir Pfissli und so dranhängen. Dann musste man 50 cm höckeln, aber es ist nicht gerade so genau. Ein paar sind länger und dann musste man 7 von denen, also mit dem sind es 8 zum Herhängen. Und dann haben wir hier, wenn man zuerst bügeln gegangen ist, weil es eben nicht ganz gerade ist. Das ist jetzt eben gerade das glättene Stück. Man konnte verschiedene Fischchen herzeichnen. Und dann hat man dann haben wir es mit einem Stift nachgefahren. Also nicht gerade in die Mitte. Nicht gerade in die Mitte, genau. Und dann hat man so wie ein Blatt. Das gehört nicht mehr, das gehört an einen Kollegen, weil ich bin noch nicht fertig. Ich bin mit der Katja am Bodensee und suche eine Vorlage für das Muster von meinem Fingerring. Da sieht jetzt noch schöne Strukturen aus. Das wäre eine schöne Musterung hier. Stimmt, das ist sehr schön. Dann könnten wir hier jetzt den Abdruck nehmen. Das sind die 2 Töpfchen. Das ist der 2-Komponenten-Silikon. Und da muss man von jedem Teil gleich viel rausnehmen. Jetzt hier mal einen Teil rausnehmen. 2 gleich grosse Stückchen sind. Den 2-Komponenten-Knettsilikon findet man in jedem Bastelladen. Genau. Jetzt die 2 Kügel zu einem 10 cm langen Wurm rollen und auf dem Baumstrunk flach drücken. So etwa, oder? Nach 10 Minuten ist der Silikonabdruck hart. Jetzt bin ich gespannt. Einmal ist schön geworden, schau mal. Schön. Das ist lässig. Super. Genial. Ja, super. Gut. So. Also. Los, zurück in die Schmuckstation. Wir bestimmen zuerst einmal meine Ringgröße. Mittelfinger fände ich schön. Damit der Ring später auch wirklich passt, muss man eine Ringgröße dazu rechnen. Ganz eng rundherum wickeln. Mit Fett an der Hand klebt der Silverclay nicht. Das ist jetzt die Modelliermasse. Sie besteht aus feinsten Silberpartikeln, Bindemittel und Wasser. Zum Formen muss sie feucht sein. Ja. Jetzt kommt der schwierigste Teil. Und zwar, dass man es rundherum legt und dann nachher nicht verdruckt. Umlegen. Ganz vorsichtig. Da abschneiden. Die Ringende verkleben wir mit Schlicker, verdünntem Silverclay. Manchmal kann man da mit dem Pinsel gerade ein bisschen versuchen, die Struktur wieder ein bisschen zu machen, damit man nicht sieht, dass man es an dieser Stelle zusammen sieht. Genau. Oder ein bisschen verstreichen sogar. Wenn die Modelliermasse trocken ist, kommt sie in den Ofen. So, der bleibt jetzt eine halbe Stunde drin. Bei 800 Grad Celsius. Bürstet man nach dem Brennen die weisse Oberfläche mit einer Metallbürste, dann kommt Hokus Pokus Fidibus das glänzige Silber führen. Beim Brennen vom Ring sind das Wasser und das Bindemittel verdampft. Zurückgeblieben ist der Ring aus 99,9% Silber.
Mit einfachsten Hilfsmitteln und ohne teure Werkzeuge kann man so, zack, zack, seinen eigenen Schmuck herstellen. Noch ein bisschen polieren. In etwa 2 Stunden hat man so ein Schmuckstück gemacht. Nicht schlecht, oder? Ich bin fertig. Wow, das sieht richtig professionell aus. Du bist eine ausgebildete Goldschmiedin. Habt ihr denn in der Ausbildung auch schon mit dem Knett geschafft? Nein, der Ausbildung noch nicht. Das gibt es eigentlich gar noch nicht so lange. Aber weil es mich immer interessiert, wie man Sachen kombinieren kann und mit dem Experimentieren, habe ich es total spannend gefunden, um zu schauen, wie man das mit goldschmiedischen Techniken kombinieren kann. Und ich finde es wirklich etwas ganz Lässiges und Spannendes. Ja, also ich finde, das ist richtig Magic. Ja. Und weil er so Magic ist, habe ich dir noch ein Magic-Dösli dazu. Und zwar ist das Dosendösli. Gemacht aus 2 Bierdosenböden, die ich immer einsammeln darf, die am Bahnhof rumliegen. Und habe jetzt eine edle Schmuckverpackung daraus gemacht. Und jetzt darfst du in dieser edlen Schmuckverpackung mit heine. So genial. Vielen herzlichen Dank, Katja. Mit so einem edlen Ring am Finger ist klar, brauche ich auch ein passendes Röckli. Wir kommen zum Schwierigkeitsgrad 2. Nächste Station, Winterthur. Vor 7 Jahren sind sich hier in dieser Gasse 2 Frauen begegnet. Eine mit einem pinkfarbenen Kinderwagen, die andere mit einem pinkfarbenen Mantel. Sie haben sich angezogen wie Magnet und sind seitdem unzertrennlich und stadtbekannt unter dem Namen Glitzerfee. Tanja Müller und Miriam Kasper. Sie sind selber ihre treuesten Kundinnen. Das zählt auch für ihre 4 Mädchen. Es ist so genial, echt. Wirklich so farbenfroh und auch die Kombinationen, die ihr macht, finde ich recht frech. Schön bunt. Ja, wirklich lässig. Und auch, eben, ich habe mal gelernt, so Tüpfelt und Gestreifelt darf man nicht kombinieren und Muster und muss man auch aufpassen. Aber die kennen ja hier nicht. Ja, wir sind 2 bunte Hunde und wir bringen es ein bisschen durcheinander. Das ist wirklich lässig. Das heisst, wir machen jetzt heute hier so einen Schüpp zusammen. Ach nicht, wir machen ein bisschen einfacher. Weil da hätten wir noch Säcke dran. Und dann haben wir gedacht, wir haben uns ein bisschen etwas Einfaches für dich ausgesucht. Das kommt mir entgegen, muss ich sagen. Was wäre denn so ein Modell, das wir heute könnten? Wenn ein gutes Modell ist hier unser Retro-Rock. Der ist sehr einfach zu machen. Und dann können wir eben auch unten noch so Pompons machen. Wir haben das Gefühl, das würde noch gut zu dir passen. Ja. Und das schaffen wir heute? Das schaffen wir. Locker. Okay. Gut. Das heisst, dann gehe ich jetzt mal Stoff aussuchen. Ja, sicher. Tanja und Miriam verarbeiten nur nachhaltigen Stoff. Das ist meine Auswahl. Jetzt bist du aber recht bunt unterwegs. Schon ein bisschen glitzerfähig, gell? Ja, schon ein bisschen. Die hat mich schon ein bisschen angesteckt, muss ich ehrlich zugeben. Also ich habe mich entschieden. Ich möchte gerne den. Das ist super. Das ist perfekt. Auch vom Material her schön, gell? So. Genau. Und jetzt braucht es ja noch einen Bund. Genau, für oben. Für oben. Ui. Damit es noch ein bisschen farbiger wird. Oh. Und noch schwieriger zum Aussuchen. Ja. Ja. Ich finde das noch lässig. Perfekt. Und dazu die Pompons. Mit Kreide zeichnet man ein, wie man den Bund ausschneiden will. Es braucht eine gute Schere für den Jersey-Stoff. Der Rock ist aus Baumwolle. Auch das Schnittmuster finden Sie auf unserer Internetseite SRF bei den Leuten. Und das kannst du abmessen, das ist 1,60. Also ein bisschen grösser als ich. Ja, ich könnte ja gerade an dir messen. Genau. Ja, das ist gescheit. Kannst du das abschneiden?
schön. Jetzt geht es zur Bügelstation. Okay. So, und jetzt kannst du hier bügeln. Das weisst ja, wie das geht. Ja. Gut. Das ist sogar mehr sonnenklar. Zuerst muss man den Stoff glätten und dann kann man an die Maschine. Tun wir sie vielleicht noch auseinandernehmen, dass es keine Rümpfchen gibt. Es hat schon Rümpfchen gegeben. Und jetzt cool bleiben. Nein, ist angesagt. Das Mal kann ich mich nicht mehr davor drücken. Und jetzt? Gut. Genau, jetzt legen wir los. Gut. Wow. Oh. Wenn es so schnell geht, kommt man gerade ein bisschen in Stress an. Jetzt muss ich hier in die Kurve. Oh. Gut. Jetzt bin ich aber ein bisschen weg vom Strich. Achtung, jetzt musst du wieder aufpassen, dass du genau... Ja. Jetzt habe ich... Also ich gebe es zu, eine Nähmaschine habe ich selber keine. Und wenn bei mir etwas schnell muss gehen, tue ich einfach Postitschen. Oh. Und jetzt am Schluss, was muss ich machen? Lass es einfach weiterlaufen. Über? Ja. Über die Kante? Ja. Mit dem Finger? Warte, komm. Gibst du Gas? Ja, okay. Stopp. Okay. So. Dann nachher kommt der Bund, ist eben so ein bisschen die Challenge am Ganzen. Die Herausforderung ist, dass die Streifen nicht verrutschen. Korti schön langsam. Es ist im Fall nicht so schwierig, wie es aussieht, wenn man es kann. Jetzt geht es schon recht gut. Jetzt gebe ich mal ein bisschen Gas. Ja, mach. Ich habe schon gemeint, ich hätte es im Griff, aber nein. Das Untere finde ich nicht mehr. Ja, schau, jetzt hast du es hier reingezogen. Oh nein. Ja, das ist out of space. Aha. Ich dachte, ich spüre es plötzlich nicht mehr. Oder? Ja, da hast du recht gespürt. Jetzt müssen wir es auftun. Effektiv? Ja. Okay. Das heisst, Geschirr rausnehmen, lupfen. Genau, vorziehen. Wir müssen alles noch mal aufmachen? Jetzt müssen wir... Nein, nur ein Stückchen. Jetzt holen wir schnell die Großmutter. Was? Genau. Großmutter, gell? Achtung, fertig, los. So, jetzt machen wir das schnell auf. Und das ist jetzt etwas, wo ich nicht so begabt bin im Auftun. Es gibt solche, die sind dreimal so schnell im Auftun wie ich. Auch wenn Ihnen das daheim mal passiert. Einfach die Nerven nicht verlieren. Die Großmutter hat uns wieder auf Kurs gebracht. Das Röckli sieht jetzt tatsächlich aus wie ein Röckli. Mein Puls hat sich wieder beruhigt und ich bin stolz auf meine Leistung an der Nähmaschine. Auf, raus, schneiden. Voilà. Wunderbar. Super. Et voilà, mein Rock aus 2 Stück Stoff plus Pompon. Das schafft man locker noch vor Weihnachten. Und jetzt wird es einem so richtig warm um die Seele. Ist das so? Die Ideenwerkstatt schön gut zu Urtenen in der Nähe von Bern. Sabine Rüegg und ihr Team erfinden noch Weihnachtsgeschenke für den letzten Moment. In dieser Werkstatt werden auch Workshops angeboten. Heute oben zum Beispiel gibt es den Seelenwärmerkurs. Ich weiss zwar nicht, was das genau ist, aber für den habe ich mich angemeldet. So kurz vor Weihnachten, genau das Richtige für den heutigen Abend. Ein Seelenwärmer sei so etwas wie ein Bolero, habe ich mir sagen lassen. Zusammen mit den anderen Kursteilnehmerinnen werde ich es herausfinden. Es ist Zeit, dass ich komme. Sie warten nur noch auf mich. Sali zusammen. Sali, Sabine. Hallo, Annette. Herzlich willkommen. Ja, danke, danke. Das sind jetzt Seelenwärmer. Genau. Kann man gar noch nicht richtig vorstellen, wie man das anzieht. Heute Abend wirst du es wissen, dann wirst du nähen. Wie bist du eigentlich auf die Idee gekommen?
Meine Grossmami hat immer so Jäckchen an und wir haben denen früher schon Seelenwärmer gesagt. Und vor 2 Jahren ist eine Kollegin, die hier arbeitet, mit diesem Muster. Und dann habe ich gefunden, das ist super, können wir das zusammen machen. Und wir haben dann eine Ausstellung gemacht mit denen. Und jetzt haben wir sie jetzt schön gut genommen. Und es ist immer noch schön, dass Grossmami, wenn ich 2 anhabe, ist sie auch noch so ein bisschen da. Ja, schön. Ja, und es ist richtig wohlig. Also man spürt, es ist wärmt. Es ist Wolle, es ist reine Wolle. Und jetzt, was so kalt ist und so für Weihnachten, wenn du vor dem Feuer hockst, ist das dann ideal. Herrlich. Tönt gut. Ein Kreis mit 2 Löchern. Und anlegen tut man es so. Oder vielleicht auch nicht. Jetzt fangen wir an. Jetzt könnt ihr auslesen, was ihr für einen Stoff habt, was für eine Farbe das ihr wollt. Dort hat es einen Spiegel. Genau, man soll schauen, dass es ins Gesicht passt. Genau, dort mal anhaben, oder so. Also ich fände den roten noch lässig, aber wählen weiss ich nicht. Schwierig. Aber das ist jetzt fast frecher irgendwie. Ja. Ich glaube, ich nehme das, was dünner ist. Ja. Das ist auch ein bisschen ja, das hellrot. Das finde ich schön. Gut, haben wir schon etwas rausgefunden. Also ich nehme gerne rot. Gut. Ja. So, das ist jetzt das Schnittmuster. Und jetzt? Genau, jetzt könnt ihr zuschneiden. Jetzt haben wir das Schnittmuster. Jetzt tut ihr alles im Bruch. Das heisst, den Stoff doppelt nehmen. Und jetzt geht ihr mit dem Schnittmuster, da steht sogar Bruch. Geht ihr ganz rauf. Und möglichst gerade, das wäre noch so gäbig. Angüffeln. Voilà. Unter SRF bei den Leuten finden Sie die ganze Anleitung. Du, und wenn ich es dann geschnitten habe, muss ich dann noch Ränder rumnehmen? Nein, musst du gar nicht. Du musst auch keinen Anzug abgeben. Das braucht nichts. Man muss nichts versäubern. Das ist super Material. Was ist denn das genau für ein Stoff? Es ist ein Walkladen, 100% Wolle. Und das ist wie gelismet und nachher verfilzt. Und nachher also gewalkt, sagt man. Ich sehe hier am Rand effektiv, das tut nicht irgendwie auslödern. Das ist wirklich... Genau, das ist wirklich super einfach zum Verarbeiten. Wir tun dann mit der Maschine gerade abnehmen, dass es wie nicht zu fest wellen. Ja. Aber Nachzug braucht es nicht. Wirklich einfach. Wie ich habe versprochen. Aufnödeln, zack, zack, fertig. Genau. Das entspricht mir. Noch 4 Tage bis Weihnachten. Was werdet ihr eigentlich so daheim? Was schenkt ihr euren Liebsten? Postet doch eure Ideen auf unserer Facebook-Seite SRF bei den Leuten. Ich bin gespannt. Die Idee vom Seelenwärmer finde ich persönlich fantastisch. Er ist einfach zu machen. Mir dunkt, ich sei schon fast fertig. Und bis jetzt hat mir auch noch niemand an die Nähmaschine geschickt. Neben dem Umhang schneiden wir noch ein zweites Teil aus. Das kommt dann an den Rücken. Zuerst güfeln und dann schneiden. So haben wir es doch alle mal gelernt. Ich wäre so weit, Sabine. Okay. Jetzt tut das mal den Kreis oder das Oval, das wir gemacht haben. Und jetzt haben wir auch hier die Zeichen. Jetzt müssen wir das so aufeinander güfeln. Am besten schön Kante auf Kante stecken. Und dann hier ein Güffi. So. Es geht so ein bisschen um einen Rank. Mal die eine Seite, nachher nähen wir es die eine Seite und nachher tun wir die andere Seite dann auch so güffeln. Und nachher könntet ihr ihn schon fast anlegen. Zu früh gefreut. Also doch nähen. 2 mal die 30 cm. Kerzengrad, das sollte ich jetzt also schon schaffen. Faszinierend. Immer wieder. Ich tue so wie ein Profi. Einfach nichts anmerken lassen. Zack. Lässig. So. Das Einfädeln schaffe ich neuestens mit links. Und mein Tempo beim Nähen ist beeindruckend. Ehrlich gesagt, ganz ohne Hilfe ist es nicht gegangen. Im Nähen werde ich halt nie ein Hirsch. Genau, eben der. Und da fände ich schön, zum Beispiel irgendwie vielleicht nur den Kopf. Die Verzierung für den Seelenwärmer stanzen wir aus Klettvelour, eine Spezialfolie. Ein Sujet für meine Teile habe ich schnell gefunden. Was könnte es auch anders sein als ein Hirsch? Sehr schön. So, gut.
Das Verwöhnen der Kursteilnehmerinnen gehört hier auch dazu. Die Seelenwärmer sind fertig und schon bald stoßen wir darauf an. Sie daheim wissen jetzt immer noch nicht, wie man so einen anlegt. Kein Problem. Ich zeige es Ihnen auf unserer Internetseite. Dann könnt ihr es offen tragen, ihr könnt es zutun mit einer Brosche oder mit einem Platten oder so, die ihr noch machen könnt. Genau, und dann je nachdem, dann kann man sich so richtig reinholen. So, gut. Schön. Gut. Ein bisschen moderner, aber fast wie meine Grossmami. Schon ein bisschen moderner. Ja, nein, das ist also... Sie hat auch nicht den pinken Hirsch genommen, aber... Zum Wohl. Das ist also grossartig. Vielen herzlichen Dank. Es hat sehr, sehr Spass gemacht. Danke vielmals. Die Weihnacht kann kommen. Das ist ein reich geschmückter Gabentisch. Und alles habe ich selber gemacht. Ausser das Figürchen. Das ist Selbermachen in der Zukunft per 3D-Drucker. Ganz ohne Handfertigkeit. Für die anderen Sachen musste ich schon ein bisschen Geschicklichkeit an den Tag legen. Aber es ist im Fall keine Hexerei. Das können Sie auch, wenn Sie wissen, wie. Die Anleitungen und die Informationen finden Sie auf unserer Internetseite. Falls Ihnen eines von meinen selber gemachten Meisterwerken ganz besonders gefällt, können Sie das auch kaufen. Der Erlös geht dann an die Aktion «Jeder Rappen zählt» von SRF 3. Und jetzt wünsche ich Ihnen viel Spass beim Selbermachen und wunderbare Festtage. Sie sahen SRF bei den Leuten mit «Aus der Region für die Region», dem Label für regionale Produkte.